Wenn sich dir die Korrelation dieser beiden Dinge sofort erschließt, wenn du bei dem Satz "Ich habe eine Wassermelone getragen" sofort weißt, um welchen Film es sich handelt, wenn du Gute Nacht John Boy ohne zu überlegen weiterführen kannst, dann ist mein nächstes Video genau richtig für die. Fokuhila, Karottenhosen, Dauerwelle, Schnauzer, Röhrenjeans und Cowboystiefel, Stulpen, Schweißbänder, knallige Farben, Rauchen sogar im Auto und im Flugzeug, betrunken Autofahren, Kiffen als Ausdruck der Rebellion. Ich bin ein Kind der 68er, das heißt, ich war jung in die 80er Jahre. Du auch? Dann bleibt gern dran, weil dann kann das, was ich so erzähle über typisch Boomer, vielleicht für die ganz interessant sein. Ich habe jetzt mal das Wort Boomer gegoogelt. Die Definition ist geburtenstarke Jahrgänge, also sogenannte Babyboomer, die von 1946, also in der Nachkriegszeit, bis 1964 geboren sind. So gesehen bin ich eigentlich gar kein Boomer mehr, bezeichnet mich aber so. Und ja, ich bin in einem bayerischen kleinen Bauerndorf aufgewachsen. Das heißt, ich kann nur aus meiner Vergangenheit erzählen. Vielleicht bist du ja in einer großen Stadt aufgewachsen, wo alles viel lockerer, moderner, progressiver war zu der Zeit. Und vielleicht sagst du dann auch, also bei mir war das ganz anders. Also ich bin damals auf einem Sache, also das ist ein kleiner Bauernhof, in einem winzigen Bauerndorf aufgewachsen, bei 3 alten Frauen. Die hatten den Krieg erlebt und Not und Entbehrungen, und als ich dann in die Pubertät kam, konnten die natürlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen oder verstehen, was da abgeht. Normalerweise rede ich aus dem Stegreif, so was mir gerade einfällt, aber beim Vorbereiten dieses Themas habe ich mir tatsächlich einmal Notizen gemacht, weil das so ein wahnsinnig weites Feld ist. Also, es gab verschiedene Jugendgruppen. Man hat sich der einen oder anderen zugehörig gefühlt, und die Gruppen untereinander waren sich nicht ganz grün. Also, da waren die Popper, die Rocker, die Punks, die Waver. Popper ist klar, das waren die mit der Tolle, die immer super schön mit Schulterpolster und Karottenhosen total elegant angezogen waren. In die allermeisten Fälle war da daheim einfach ein Geld, und die Eltern hat es gefallen, dass die nicht so verlaust rumgelaufen sind wie wir. Ich war definitiv kein Popper. Ich war eine von den, damals dachte ich, coolen. Es gab dann auch mal eine Zeit, wo ich so Richtung Punk tendiert habe, so Springerstiefel und Bundeswehrklamotten, aber auch nicht so wirklich. Hauptsächlich war ich so ausgewaschene Jeans, allerdings nicht stonewashed gekauft, das gab es damals nicht, sondern die Hosen hat man in der Badewanne mit Domestos gebleicht. Und die Löcher, die in die Hosen drinnen waren, die sind natürlich entstanden, beziehungsweise die haben mir reingeschnitten, was unsere Eltern wahnsinnig gemacht hat,
weil das gute Zeug kaputt machen, das geht doch gar nicht. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Dann hat man so, ja, so ausgewaschene Jeansjacken oder so ärmellose Jeanswesten. Kennzeichen von den Rocker war natürlich Lederjacken, Röhrenjeans, Cowboystiefeln, Motorradl, Hardrock-Herren. Was gab es noch? Die Wafer, die waren schwarz angezogen, genau, blass geschminkt, also mit den Haaren so, ja, bisschen Punk-ähnlich, aufgestylt, auffällig geschminkt und hatten eher damals schon was so, ja, später hätte man gesagt, gruftiges, morbides an sich. Die Punks sind dann meistens in eine größere Stadt gegangen und haben den Punk dort auch wirklich gelebt. Das heißt, die hatten nicht von Mami und Papi einen Hunderter in der Tasche und haben sie einfach bloß ein Iro geschnitten. Die meisten waren tatsächlich bettelarm, haben geschnurrt, das heißt, sie haben einfach auf der Straße um Geld gebettelt. Also manche, die sich das traut haben, die sind dann nach Berlin zum Beispiel gegangen oder nach Hamburg in besetzte Häuser. Die Fire Locations damals hießen nicht Clubs, sondern Discos. Und das Wort Locations haben wir vielleicht in der Schule gelernt, weil es gab zwar einige wenige Anglizismen, aber lang nicht so viel wie heute. Wenn ich mitten in der Nacht irgendwo gestrandet war, ich habe einmal probiert, damals mich anzurufen daheim und zu sagen, ob sie mich nicht holen könnten. Es war irgendwie 11 Uhr nachts. Dann hieß es, wenn du dort hingekommen bist, dann kommst du auch wieder zurück. Also, da ist nicht ins Auto gestiegen worden und dann vor dem betreffenden Ort eine halbe Stunde gewartet, bis die junge Dame oder der junge Herr dann bereit war einzusteigen ins Mama-Taxi. Bei mir gab es das nicht. Ich erinnere mich, dass ich dann damals mit einem kurzen Jeans-Mini-Rock, wo ich die Beine einfach nicht auseinander machen konnte, weil der Jeans-Mini-Rock so kurz war, bin ich bei einem mir unbekannten Biker dann im Damensitz auf dem Motorradl 25 Kilometer heimgefahren worden. Tja. Toi, 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 ich muss sagen, ich hatte damals einige Schutzengel und die habe ich so richtig in Anspruch genommen. Ich bin auch getrennt. Wie gesagt, das gab es nicht, dass du irgendwie angerufen hast und gesagt hast, halt's mich ab. Schon gar nicht in der Nacht. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Es ist nicht gesagt, dass das bei dir genauso war. Vielleicht haben die deine Eltern gefahren. Aufs Gymnasium sind damals nicht irgendwie 85% aller Schüler gefühlt gekommen, sondern aus meiner Klasse waren es 3. Ich habe Gott sei Dank dabei sein dürfen. Das war aber nichts, wo man jetzt großartig stolz drauf war. Es war im Gegenteil eher so ein kleines bisschen verständnislos beäugt, so nach dem Motto, wieso müssen jetzt die aufs Gymnasium gehen, haben die was Besseres. Ich hatte Talent für Sprachen und wollte gern irgendwas mit Sprachen machen. Da hieß es aber damals, was? Nach Minga musst du. Die sind ja 130 Kilometer oder so. Ja, spinnst denn du? So weit weg? Nein, das machst du nicht. Vielleicht waren deine Eltern da supportive, wie man heute sagt, wie man heute seine eigenen Kinder gegenüber ist. Ich jedenfalls konnte das nicht machen. Demzufolge war mein Traum immer die große, weite Welt. Gleich nach der Schule hast du eine Ausbildung gemacht. Damals hast du noch bestimmt 50 Bewerbungen schreiben müssen, auch wenn du ein richtig gutes Zeugnis hattest. Die allerwenigsten haben studiert, und zwar nur die richtig gescheit waren und die, wo sie die Eltern das leisten haben können.
Wenn du vom Gymnasium geflogen bist, war das Thema Abitur erledigt. Also du hast das nicht, in der Regel nicht, irgendwann nachholen können durch verschiedene Wege. Wenn ich nach der Schulausbildung gesagt hätte, jetzt wäre ich gern erst einmal ein Jahr ins Ausland, die hätten mir einen Vogel gezeigt und hätten gesagt, ja, kannst du schon machen, wenn du das vorher der Arbeit hast. Generell, wenn es um Schulausbildung, Studieren bei einem Mädchen ging, hat man dann schon mal den Spruch gehört, ah ja, was möchtest du jetzt da lange in die Schule gehen, machst halt eine nette kleine Ausbildung. Mädel heiraten sowieso und kriegen dann Kinder. Toleranz wie heutzutage wurde jetzt nicht so groß geschrieben, also zumindest nicht bei uns auf dem Dorf. Ich muss das immer relativieren. Die Art, wie ich mich gekleidet habe und wie ich mich gegeben habe damals, da hieß es dann schon mal, da muss man sich ja schauen. Wie gesagt, ich möchte jetzt einen möglichst realistischen Blick drauf geben, wie das bei mir damals war. Ich kann ja nur von mir sprechen und auch nicht sagen, das war besser, das war schlechter. Einiges war gut und freier und anderes ist jetzt viel besser. Natürlich war ich damals auch gern erst einmal eine Zeit lang ins Ausland gegangen. Die Möglichkeit war halt einfach nicht da. Beziehungen kennengelernt, Internet gab es ja nicht, hat man sie ausschließlich im echten Leben. Entweder in der Clique oder hauptsächlich halt beim Fortgehen, also in der Disco, in der Kneipe, wo auch immer. Du hast den anderen gesehen, mit dem gesprochen, hast dann irgendwas ausgemacht. Also ein Date, das damals ja nicht Date genannt war. Heutzutage kriege ich mit, dass sogar die ganz Jungen schon auf Tinder etc. unterwegs sind und dass sie sagen, es ist so schwierig, jemanden kennenzulernen. Dabei ist ihre Reichweite eigentlich groß und ich verstehe es nicht, aber anscheinend ist es ja so. Dieses Online-Dating, ich weiß nicht, ich halte da nichts davor, weil es heißt ja oft einmal, die oder den kann ich nicht riechen. Und das macht tatsächlich viel aus, dieser erste Eindruck. Und den kann ein Foto, finde ich, nicht geben oder das Geschreibsel von jemandem. Wenn wir verabredet waren, dann haben wir nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie zu schreiben, ich komme jetzt später oder treffen wir uns doch da und da. Wenn wir verabredet waren, dann waren wir pünktlich, weil sonst der andere auch irgendwann weg war. Wenn ich jetzt die Generation meines Sohnes anschaue, was das für ein Akt ist, wenn die verabredet sind, wie viele WhatsApps da erst einmal hin und her geschossen werden, bis klar ist, wer mit wem fährt, wann und wo sich getroffen wird, wer dann vielleicht in letzter Sekunde doch mit jemand anders oder auch gar nicht. Dann habe ich auch schon erlebt, dass, wenn die bei uns unten vor der Tür gestanden sind, dass anstatt dass die einfach auf die Klingel drücken und sagen, hey, ich bin jetzt da, haben die eine WhatsApp geschrieben, sind da. Es gab es halt bei uns nicht. Wenn du bei uns eine Verabredung hattest, dann hast du die rechtzeitig auf den Weg machen müssen, weil du das sonst einfach nicht hingekriegt hast. Von unterwegs aus konnte man nur in Telefonzellen telefonieren und auch nur dann, wenn man Zehnerl hatte, also Pfennig, wenn man Kleingeld hatte. Gespräche aus dem Ausland, zum Beispiel wenn du im Urlaub warst und daheim Bescheid sagen wolltest, dass du gut angekommen bist, waren irrsinnig teuer. Kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, oder? Überhaupt war das Reisen ungleich umständlicher.
Also angefangen mit Österreich, Italien, du hast in jedem Land natürlich eine andere Währung gehabt. Euro gab es noch nicht. Wenn du also verreist bist, dann hast du Bargeld dabei gehabt, nicht irgendwie American Express oder gab es nicht. Teilweise noch Reiseschecks, weiß ich noch. Die hast dann vor Ort erst einmal eintauschen müssen in die Landeswährung. Im Hotel war es immer viel teurer zum Tauschen als in Wechselstuben. Dann hast du immer im Kopf, wenn du was gekauft hast oder bezahlt hast, umrechnen müssen. Secondhand oder so Billigläden gab es nicht. Vielleicht auch deswegen, weil familienintern Klamotten und so weitergegeben wurden und weil Dinge wirklich benutzt wurden, bis sie komplett kaputt waren. Es wurde also nicht einfach so eine neue Waschmaschine gekauft, sondern wenn dann nach 20 Jahren oder 25 Jahren teilweise die alte Waschmaschine kaputt war. Flohmärkte und Second-Hand-Läden, wenn es es schon gab in die Anfänge, hatte das eher so ein viel tiefe Image, so ja, Flohmarkt. Also das Zeug ist nicht sauber und das ist nur was für ganz arme Leute. Überhaupt war es so, dass du gesehen hast, wenn jemand arm war, allein schon an die Klamotten der Kinder. Aussehen und Schönheit. Es gab, vielleicht in Amerika, aber es gab bei uns noch keine Schönheits-OPs. Das heißt, du hast so ausgeschaut, wie du ausgeschaut hast. Die wenigsten hatten eine Zahnspange. Es gab keine Wimpernverlängerungen, keine Haarextensions. Es gab Dauerwelle. Es gab kein Botox und keine aufgespritzten Lippen und Brüste. Keine Permanent Tattoos. Gab's nicht. Bio kam dann so langsam, ganz langsam auf. Da gab es so ein paar, die dann als Spinner bezeichnet wurden. Die haben eine Kommune in einem kleinen Dorf in der Nähe gegründet und haben dann da angefangen, biologisch anzubauen. Über die wurde gelacht. Außerdem haben sie da Mythen gerankt um ihre Lebensweise. Ja, dass man ja wüsste, wie es da abgeht, dass da jeder mit jedem, und dass das ja Hippies sind, die nur haschen. Tatsächlich war es so, dass ich die erste Vollkornsemmel, die ich gegessen habe, die hätte ich am liebsten wieder ausgespuckt. Weil das damals gab es im Reformhaus und das war so starrhart, dass ich mir gedacht habe, ich habe viel Teufel. Hat sich einiges geändert. Allerdings, ich würde jetzt nicht sagen, dass Bio, regional und saisonal nicht gab. Es war ja ein kleiner Bauernhof, auf dem ich aufwachsen durfte. Und da waren die Eier Bio und Freiland, natürlich. Und das Gemüse kam aus dem eigenen Garten und der Salat. Die Kartoffeln vom Feld und das Kraut auch. Die Äpfel vom eigenen Apfelbaum, Birnbaum, Zwetschgenbaum. Wir haben nur ganz, ganz selten eingekauft. Schon gar nicht so wie jetzt, dass man so einfach mal kurz losrennt. Man ist einmal in der Woche ins Dorf gefahren mit dem Auto und dann hat man eingekauft, aber nur das Nötigste. Und was dann ausgegangen war, das hat man halt dann nicht gehabt. Allerdings hat man auch die Speise gehabt und Vorräte und selber Fleisch gereichert. Das war so gesehen als Bio. Die meisten Bauern haben nur ein richtiges Heu gemacht, das gut gerochen hat und kein Silo. Wir wurden nicht an der Hand, noch in der 2. Klasse, in die Schule begleitet. Am liebsten noch bis ins Klassenzimmer. Das gab's nicht. Entweder sind wir zu Fuß gegangen oder
mit dem Radl gefahren oder wenn es ein bisschen weiter war, mit dem Bus. Wir sind generell viel zu Fuß gegangen und viel Radl gefahren. Und das ist etwas, wo ich auch gut finde im Nachhinein. Wenn wir in der Schule Ärger hatten mit Lehrer oder Lehrerin, dann sind unsere Eltern dann nicht in die Schule gerauscht und haben denen ein Kerz gemacht. Tatsächlich war eher das Gegenteil der Fall, dass wir zu dem Anschiss in der Schule dann noch einen daheim gekriegt haben für ungebührliches Verhalten. Also ich sage jetzt nicht, dass die Zeiten besser oder schlechter waren, aber heute denke ich mir manchmal, wenn da Eltern mit den Lehrern allen Ernstes über Noten streiten, ja, was soll das? In meiner Ausbildungszeit damals hatte ich einen furchtbaren, cholerischen Chef. Und wenn ich mich zu Hause darüber beschwert habe, dann hieß es, ja genau, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Gut, da wäre es jetzt heute so, wenn der Chef machen würde, nur annähernd, was unser Chef damals gemacht hat, da wird der verklagt werden vor die Eltern. Da hätte man natürlich damals mehr Unterstützung erhofft. Aber auf der anderen Seite hat man dann auch irgendwie gelernt, sich selber zu behaupten und das Erwachsensein nicht nur als Recht gegenüber die Eltern anzuwenden, sondern auch die andere Seite des Erwachsenseins zu verinnerlichen, nämlich für sich selber einzustehen. Ich denke, dass in der heutigen Zeit viele Eltern gibt, so diese Rasenmähereltern, die ihre Kinder mit besten Absichten alle Probleme aus dem Weg räumen, aber dass die Kinder halt einfach dann auch nicht wirklich resilient wären und nicht wirklich in der Lage, einmal was auszuhalten. Und das Leben bringt früher oder später immer Dinge, die man durchstehen muss. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich das nostalgisch verkläre. Also ich hätte mir damals tatsächlich auch gewünscht, dass die gesagt hätten, schmeiß den Job hin und such da was anderes. Zum Thema Beziehungen nochmal. Also ich denke, da hat die einfach auch nicht die richtigen Vorbilder. Aber ich glaube, das geht ja viele Frauen in unserer Generation so. Unsere Mütter und Großmütter haben noch ganz andere Zeiten erlebt, halt auch Zeiten, wo die Frau vielleicht gar nicht gearbeitet hat und wo das generell alles ganz anders war. Da war Scheidung ja auch ein No-Go, wie es heutzutage heißt. Einfach aus wirtschaftlichen Gründen, das ist ja heutzutage nicht mehr der Fall. Was mir jetzt gleich zum nächsten Thema bringt. Zu meiner Zeit war ein uneheliches Kind eine Schande. Aber immer für die Frau und nicht für den Mann. Für den Mann war das halt so, oh, du armer Kerl, musst jetzt Unterhalt zahlen. Und für die Frau war es eher so anrüchig, ja, selber schuld, wenn sie sich mit einem einlasst vor der Hochzeit, so ungefähr. Das hat sich entscheidend geändert und Gott sei Dank. Heutzutage kann eine Frau ihren Weg gehen, auch wenn sie alleinerziehend ist. Sie muss zwar immer noch hart kämpfen, um für sich und ihr Kind dieselben Chancen zu generieren, aber es ist möglich. Und da spreche ich aus Erfahrung. Kindererziehung, da kann ich ein ganzes Video drüber machen. Da finde ich vieles echt seltsam und problematisch, was jetzt so abläuft. Ich bin damals von der Schule heimgekommen und hatte jemand, der da war. Die haben auch gearbeitet und zwar hart, aber halt auf dem Bauernhof. Da war was zum Essen da und zwar was gut geschmeckt hat. Ich war nicht in der Ganztagsbetreuung von Monat 3 an, so ungefähr. Und ich glaube, das hat mir definitiv auch nicht geschadet. Gespielt haben wir mit den Nachbarskindern.
Das war eine Gruppe mit unterschiedlich alten Kindern. Und da sind wir härter zur Sache gegangen. Da ist auch nicht ein Erwachsener dabei gewesen, der da immer, sag ich jetzt mal, befriedet hat. Es ist natürlicher gewesen, glaube ich. Vieles ist heutzutage womöglich auch gar nicht mehr möglich. Eben, dass man die Kinder vielleicht allein in die Schule gehen lässt, weil es einfach gefährlich ist, weil zu viele Wahnsinnige unterwegs sind. Aber ihnen jede Enttäuschung zu ersparen und gleichzeitig vielleicht die größte Enttäuschung zu bereiten, indem man halt so wenig für sie da sein kann, weil man permanent am Arbeiten ist. Mir ist auch klar, dass das jetzt halt wieder ein heikles Thema ist, weil manche sagen, ja, ich lebe in der Stadt und ich muss ja meine Wohnung bezahlen und das Leben ist bei uns viel teurer. Klar, sicher. Ich war aber auch alleinerziehend und ich habe auch gearbeitet, nur halt nicht so viel, dass zum Schluss mein Sohn zur Kindergärtnerin Mama gesagt hätte. Mir war es wichtig, mein Kind selbst aufzuziehen. Und dafür habe ich halt dann finanzielle Einbußen, sage ich jetzt einmal, in Kauf genommen, die aber, glaube ich, meinem Sohn nicht geschadet haben, weil Kinder in der Regel weniger materielle Dinge brauchen als gefühlsmäßige. Und Kindern das nicht wehtut, wenn sie jetzt irgendein teures Spielzeug nicht kriegen, aber vielleicht auf Dauer schon wehtut, wenn da halt nie jemand da ist, der ja erkennbar die Bezugsperson ist in ihrem Leben. Mir ist absolut klar, dass einiges von dem, was ich jetzt gesagt habe, zu Kontroversen führen kann, aber wie ich auch immer in meinen Videos sage, es ist mir halt auch wurscht. Ich sprich meine Wahrheit aus, das heißt nicht, dass das deine ist, das heißt jetzt nur, dass ich zu dem stehe, was ich sage. Und es war früher nicht alles besser, es war vieles anders. Letztes Thema, Social Media. Fluch und Segen zugleich. Es macht vieles leichter und es macht auch vieles, glaube ich, komplizierter. Soziale Kontakte, dieses wie gehe ich miteinander um, das wir früher hatten. Jeder von uns, Social Skills praktisch, das ist ein Stück weit verloren gegangen. Zu unserer Zeit, da hast du dich einfach nicht hinter deinem Laptop verschanzen können und hast irgendwie einen auf großer Macker machen können. Da ist es aufgekommen, wenn du, ich sag's jetzt mal ganz direkt, hässlich verpickelt und unsympathisch warst, weil der persönliche Kontakt einfach Zeit hat. Und heutzutage ist es so, dass ja, viele von diesen Hatern halt auch diejenigen sind, die halt im sozialen Leben nicht so gut klarkommen und sich deswegen auf dieses Haten und die vermeintliche Stärke, die einer das gibt, beziehen. Ja, oder dadurch glauben, sie können was kompensieren, aber menschlichen Kontakt kannst du einfach nicht kompensieren. Und dazu musst du halt einfach auch nett sein und sympathisch. Das wird jetzt ein unglaublich langes Video wahrscheinlich, wo ich mit Sicherheit auch einiges vergessen habe und mit Sicherheit nicht jeder mit mir übereinstimmt, muss aber auch gar nicht sein. Rechtschreibung fällt mir gerade nur ein. Bei uns hat auch ein Sonderschüler eigentlich war in der Lage, einen einfachen deutschen Satz richtig zu schreiben. Heutzutage
Wenn dir das Thema Boomer interessiert und du vielleicht sogar möchtest, dass ich weitere Videos dazu mache, dann gib mir gerne ein Like und ein Abo für meinen Kanal. Einfach leben.